Ja, gute Mittag von meiner Seite zum SIPO-Kolleg. Heute findet die zweite Veranstaltung vom SIPO-Kolleg statt, mit einem Fokus Thema Digitalisierung kommunalen Niveau. Hier seht ihr noch ein das gesamte Programm. Letzte Woche hatte wir ja die erste Veranstaltung. Da konnten wir einen Abblick an die verschiedenen Utopien von der Landesplanung, an einen Ausblick auf Digitalisierung von der PAG-PHP-Prozedur. Für all die die erste Seance leider verpasst haben, ist das kein Problem. Der fand den Recording auf dem Internetsite von der SIPO an. Auf dem Site sipo.lu fand ihr auch Informationen zu SIPO insgesamt, an auch die ganzen Publikationen aus den letzten Jahren, an auch nochmal das gesamte Programm vom Kolleg. Genau, und auch das Veranstaltung wird abgeholt, das heißt, ihr könnt sie auch noch ein Kehr gucken. An Haut erwartet als, wie gesagt, Fokus auf Digitalisierung kommunalen Niveau und froh, wie Gemengen Digitalisierung strategisch für Planung und Entwicklung können ersetzen. Den ersten Vortrag wird Sinn von Daniel Flies und von Paul Schumer von der Gemeinde Schötter. Sie werden als Digitalisierungsstrategie von der Gemeinde präsentieren und auch hier Erfahrungen aus dem Interreg-Projekt Twin for Resilience. Und nun wird als der Jeff Connon, zuständig für die Geoportal, ein Abblick geben wegen Möglichkeiten der Geoportal für die Gemengen, für die Nutzung durch Gemengen, aber auch an Zukunft noch geplant ist. Genau, und da gebe ich so genau, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne zu allem Moment über den Chat fragen, allgemein oder auch mir persönlich schreiben, egal ob welcher Spruch. Und zum Schluss gebe mir es natürlich auch reden, mit euch zu diskutieren. Und dafür gebe ich euch nämlich gerne noch eine Frage mit auf den Weg gehen. Und zwar, welche Erfahrungen dir so an dem Kontext eventuell schon gemacht habt. Also geht vielleicht an dem Kontext also Digitalisierung von einer Gemeinde führen zu bringen, oder habt ihr schon ein Kehr mit einem digitalen Zwilling geschafft, oder was sind eher Erfahrungen am Geoportal, wo seht ihr noch Potenzial oder Herausforderungen? Genau, und mit dem übergebe ich das Wort an den Herrn Flies. Ja, so, ich probiere dann meine Präsentation, so wie das für drin hat, das auf jeden Fall mal geklappt. Zu denen, so, einen Moment. Voilà. Gut, dann noch gute Mitten von meiner Seite. Merci für die Invitation. Weil du just gesagt, werde ich kurz als Strategie vorstellen und noch auf der Wolle Digital Twins angehen, wo wir zu Schötter schon verschiedene Lesungen haben. Wir haben als Digitalisationskonzert am Kader vom Klimapakt gemacht. Da hat man eine Reihe Workshops organisiert, intern und noch extern, für ein bisschen Ideen zu sammeln, noch für den Status quo zu machen, jetzt gucken, was tun wir, was brauchen wir, was wollen wir. Und das Ganze hat man zusammen mit dem Sigi auch gemacht und noch mit der Gemeinde Niederrhein. Und dann war am Februar 2023 als das ganze Konzept noch vom Gemengerat überhaupt gehen. Wir haben insgesamt 4 Prioritäten festgehalten mit 35 konkreten Maßnahmen. Die erste Priorität, das war eine Maßnahme oder das war die rund Prozesse irgendwie probieren. Die zweite, das war für eine nachhaltige Gestion von unseren Ressourcen und unserer Energie zu ermöglichen. Die dritte Priorität, das war für auch die ganzen Traitement an das Suivi von unseren Daten zu automatisieren. Und die vierte Priorität, das war eine intelligente öffentliche Belichtung. Das ist also ein Beispiel von Maßnahmen, die an einem von den Prioritäten
wären. Ich gehe nicht auf den Detail von all den Maßnahmen an, wir wollten noch immer natürlich Suivi machen und du gesagt, die müssen dann 3 Etappen angedeelt, als Sachen, die geplant wären, die an Kurs sind und die dann noch terminiert sind. Ziel ist es, all Jahr oder all 2 Jahre ein Update zu machen von unserer Strategie und dann für von dem Roten und das bringt natürlich von links nach rechts weiterzukommen. Dat ganz wie man dat ganz gemer hat ass de Sigi Joer bei Stkom, op man net filten an dem Projekt Twin for Resilience mat man dat ass een Interreg Projekt d'Internetseit die as feiert ménger Präsentatiun drop. Du ass sinn vu 5 Millionen EU-Funding disponibel gewircht an dat as Projekt den sech ja iwwer den Nordweste vun Europa verdeelt sie Partnerschaft aus Holland, aus der Belgien, Deutschland, Irland, Luxemburg, Frankreich. Der Leadpartner, der das von Utrecht gewirrscht, und wir sind da in anderem dann dabei, für Digital Twins zu testen und zu entwickeln, so wie auch einer steht, Brüssel, Amsterdam, Dublin. Da sind wir natürlich relativ klein par rapport zu denen, mit doch ein Plus-Value, wo man dem Projekt, weil als Decisionsfähig da wirklich mir kurz sind an mir auch mal reinst du schon einen Schritt wie weit sind wie die ganz groß steht. Es sind auch wissenschaftliche Partner dabei, sie sind abgelöscht von letzter Seite, dass der List den eure Partner an dem Projekt aus. Was geht es? Es geht darum, für einen Fonds digital Zwillingen zu erstellen von einem Territoire, einer Stadt, einer Gemeinde, an Daten zu sammeln, auch automatisiert zu sammeln, für Herno mehr nachhaltig oder resilient von de Twin for Resilience für mehr resilient Entschädigungen von der Politik können zu holen. So das den groben van do mehr nach mehr Erklärungsbedarf also mit das ein Internetseite die drin abgeschrieben hun oder fand mehr Informationen. Aber wat mir zu schütter dann von Digital Twins oder wat mir der Matt gemacht, weil man schon eng Reihe Digital Twins hun, aber auch noch für den dat bisschen ausbauen an dat wird de Pol her no bis an de Funktionament von verschiedenen Ago und engerseits dann du geht dem als Gebäier, da können wir eng also ein ganz frei Gebäier digitalisiert, klein digitalisiert, wo man dann eng Gestion a Distanz könne machen von den technischen Anlagen. Wir haben ein Energiemonitoring, da kann ja doch zu einem Digital Twin, das sind ganz Daten, die wir sammeln, und da wissen wir, wo auch, da kriegen wir auch Alarmen und so weiter, da wissen wir, wenn jetzt wo eventuelle Probleme, und da können wir da direkt auf Platz gehen, für zu gucken, für den zu beheben. Wir haben einen anderen Digital Twin, den als ermöglicht, die öffentliche Belichtung fernzusteuern. Anfang do simmer nach relativ am Umfang muss man so do loser krämer nei belichten do dran neustroß do dran an alles wird man nei installieren kann sowieso direkt do dran. Dann viel Gemengen kennen dat dass den de Sieg kommt dass eng Visualisation 2D an noch 3D von der Gemeng wo man verschiedene Funktionalitäten hun da kann ich gucken von einer bestimmter Platz wie es Tisch fällt, du auf dem Rätselbild überrätst, du hast zum Beispiel auch einen PHP neuen Mat simuliert gehen, du kannst dann auch gucken, Herr was wird das für eine Konsequenz auf Verschattung, was auch immer. Also sie ganz viele Sachen, die kann gucken, in das Bild, das sind als Infrastrukturen, als Kanäle, alles wat Wasser elektrisch und so weiter geht gesimmer do dat kann dann natürlich auch van eng Entreprise um Territoire schafft der man op de Weg gehen an dann hue up to date amfang ja Fläch wo alles leiden wo sie muss schaffen aber sie net dürfen wiederkommen oder nach einer Bilder noch am starkreen Konzepte kann noch eng wo eng helle wohl Simulationen machen wat stark nu geht Niveau Herno sinn wie eng Gebäier betracht sinn erwähnt. Dann hummer den Street View amfang vun der Gemeng, dat das de Produkt Street Smart, woin och kann so wie bei Google Street fir durch Landschaft fuhren oder durch Gemeng fuhren an dann noch Sache mussssen
op der also a Distanzempfang fir auch mal Indikationen zu geben, wann irgendwo Chantiers wie eng lengt huet, dat eng Bret oder wie weit steht die Luteporto vun Nigent Appppes wäch, dat sind alle Sachen, die können man man. Dann hummer nach een Digital Twin den all als Gringflächen anfang visualisiert, wo auch könne Programmer drop gelöscht gehen, ob der do Gringflash einmal méi 2mal méi am Joer sovi mal Hecke schneiden, wo noch Informationen dazu hört, wer die überhaupt op den Gringflächen steht. De Wärmekadaster, aber das ja bis ein nationale Projekt, den miss normalerweise all Gemengen sowieso hun noch den nutzen wir mal für verschiedene Projekte und dann auch nach natürlich hinaus eine Präsentation davon den Geoportal, wo ganz viel Donien dran sind, die man als Gemeng nutzen. Am Moment hun schon nach ein ganz flotte Programm den Excel hecht kennen, die meescht wo ich probiere für all die Donien irgendwie zu sammeln. Das Problem ist immer, dass man da nicht während dem Jahr zum Beispiel können agieren. Heute sind da Grafiken, wo da sieht die blauen Kurven, das sind Ziele, die man gehen bis 2030 und dann gehen ich am Anfang einmal am Jahr als Donien da an und dann sind wir vom Jahr ja sind wir nach auf der Zieltrajektoire oder nicht. Das Ganze will man ändern. Und zwar sei es ein Objektiv, und das ist auch ein Objektiv von Twin for Resilience für all die Daten, die wir haben, sehr wird durch als verschiedene Plattformen wie Gestion Distanz für die Gebäude oder von der Belichtung, vom Energiemonitoring, will man eigentlich schick kriegen, dass man das an ein Dashboard kriegen, den als Donien live weiß. Nicht nehmen einmal am Jahr, wenn da merkt, lasse da schon zu spät, immer vergisst, als Ziel das keine Ahnung 20 Bemspflanzen all Joer Nummer der 3 vergisst. Und das soll dadurch verhindert gehen, dass den noch am Lauf vom Jahr kann dort zurückgreifen und dann komme ich zu dem Schluss. Das soll dann auch genutzt gehen für eben Decisionen zu holen von der Politik, aber auch wir können engem Publikum, den du interessiert, das eventuell vorzustellen, und dann möglichst Decisionen zu hören, die von Datensammlungen unterstützt gehen. Das wäre für mein Deal, und da ging ich dem Pol gehen den auf verschiedene von denen Digital Twins bis mehr am technisch Detail geht. Voilà, merci. Mikrosyn, gute Mitte doch auf meiner Seite. Weil ich weiß, dass dann ein bisschen wie konkret wird mir, wie sie dann da 100 zu schütter. Also effektiv wie die meisten Gemengen, du werdet nicht viel lernen sehen, die meisten nur gefangen am Klimapakt. Wie wir hatten mal zu gucken, okay, wie ein Gebäude Hummer und dann nur gefangen für mal Konsumationen. Irgendwie abzuschreiben, entweder von den Rechnungen oder von den Konteuren aufzulesen und so weiter. Aber jetzt wäre das doch so. Am Juni 2017 haben wir ein Facility Management, das heißt, alle guten, die technische Maintenance, die wird bei uns von einer Firma gemacht. Das wird uns eine Ausschreibung gemacht, dafür. An dem Kontrakt hat man gesagt, wir hätten noch gerne ein Energiemonitoring-System dabei. Und voilà, da tun sie erst noch Platz gesetzt. Und voilà, am Anfang konnte du gefangen, dass sie eigentlich einmal den Mond rundherum gegangen sind, dann eben allmählich Konteuren aufgelöst haben. Und voilà, hier sind wir am Gang los, immer mehr Konteuren anzubauen, die dann Daten automatisch senden, sodass wir dann nicht mehr Werte haben, dass wir da wirklich von all Woche oder von all 4 Stunden von Werte momentan durchspeichern. Das ist ein Energiemonitoring-System, wo du gegangen hast. Wir haben uns auch dann bewusst gemacht, wo wir viel mehr Daten wie nehmen Daten, die interessant können sein, auch Temperaturen von der Räume und so weiter, oder voilà, du kannst auch viel optimieren. Das heißt, also mir gesagt, wir konzentrieren uns ein bisschen auf Gebäude und wir gucken mal am Platz, wo etwas Neues, Teures zu installieren und so weiter. Gucken wir einfach mal für die Daten, die da sind, wir hatten mal irgendwie auch zu sammeln und zu vernetzen und so weiter. Und für allem haben wir immens viel verschieden. Ich meine, die doch schon beim Daniel Singer Präsentation gesehen haben, ein paar die verschiedenen Dashboards, verschiedene Systeme, die schon da sind,
wo überall Daten sind. Und die Idee war für die Daten ein bisschen zusammen zu kreieren, zu sammeln. Und dann, voilà, dass ich auf einem Platz erstens mal zusammen kann verwenden. Und Moment, soll ich auch mein Bildschirm mal gesehen. Die das, wie gesagt, für zusammen können Daten auf einem Platz auch gut zu tun. Das heißt, die von den verschiedenen Datenquellen kommen Daten auf das System, sie gehen zusammen gespeichert und sie können noch final zusammen analysiert gehen. Hier ist ein bisschen, ein bisschen noch viel aus. Das ist ein bisschen so löser gewusst ist. Das heißt, wir haben ein Party, zum Beispiel auf der linken Seite gesehen, wo Daten alles herkommen bei uns. IoT, bei uns ist das Shelly, das ist ein Markt von so kleinen Sensoren, die nicht viel kosten, die einfach just Wi-Fi brauchen. Das ist zum Beispiel praktisch bei Gebäuden, die eigentlich bis dahin nicht hatten, dass vielleicht einen Internetanschluss. Voilà, du kannst in der Temperatur, die Luftfeuchtigkeit mitschreiben, du kannst einfach Heizungssteuerungen machen und so weiter. Dann haben wir das Smarty, das geht am Allgemeinen zu Lützeburg, das sind voilà, von den Netzbetreibern eben Strom- und Gasmessungen. Und das Smarty, wir haben dann mal angefangen, dass wir eben von dem kleinen Stecker, die Ferras profitiert haben, durch eine Schnittstelle, die ist P1. Du hast vielleicht so kleine Computer angeschlossen, die dann einfach alle 15 Sekunden Werte rauskriegen. Du kriegst dann Stromspannung, Energie, Kontorswert, die aktuelle Leistung und so weiter, kriegst du alle 15 Sekunden raus. Du hast das Smarty Plus kommen, das ist ein so kleiner Dunkel, den du drastisch und den dann über Internet, über Wi-Fi und eine Plattform, die weiterlädt. Und du hast auch als erste Schnittstelle, wo sich geschafft werden, sodass wir von all guten Werte von unseren Gebäuden die Daten vom Hof kriegen. Und du hast für ein paar Wochen die Information kommt, dass da doch Wert am Ende des Jahres aufgeschafft gehen, weil Leneda das ja vorher ein bisschen mischt. Leneda, ich weiß nicht, nur kurz, das ist sich ja also das kann jeder als Privatperson machen, mir auch als Gemeinde zum Beispiel, also eine Plattform, wo alle guten Konteuren hier Daten hinschicken und das ganz interessant ist, von den Energiedeal zwischen den Gebäuden gesagt in der Durchtour. Voilà, das ist das Smarty, dann haben wir LoRaWAN, das ist ein Funksystem, wo du mit nicht viel Energie ganz kleine Datenpakete kannst über lange Distanzen schicken. Und wir sind seit ein paar Jahren am Gang, dass wir feste Konteuren an den einzelnen Häusern am Gang sind auszutauschen durch Konteuren, die über LoRaWAN senden. Die sind mit Batterie, funktionieren 15 Jahre lang und die senden einmal den Tag, senden einfach ihre Konteurstand raus. Am Ende daneben aktuell 10 Antennen, wo man das dann empfangen können. Ziel ist für eben noch nicht nehmen wie früher einmal Jahr oder zweimal Jahr auflesen zu können und dann eine Rechnung zu schicken, mir für dann noch ist, wenn so weit zu kommen, dass von Schülerinnen all Tag kann sein Verbrauch gucken gehen und auch, dass wir uns nicht recht, also dass wir uns Leckage noch schon vielleicht echt erkennen, also du kriegst auch schon Alarmen. Dann KNX, das ist auch ein Riesenpotenzial. Das war bei uns den Schulcampus, da sind 5 Gebäude oder so für rund 15 Jahre gebaut gehen. Und da war überall KNX installiert. Das heißt, schon Luteschalterin und schon Präsenzmelder, die über KNX-Bus melden, halt die Lut muss umgehen und dann Blut hört das und geht dann um. Das heißt, da war immens viel Sensoren und immens viele Aktoren, die da programmiert sind, ohne dass aber jemals eine Visualisierung da war. Das heißt, da hatte kein gesamtes Vue drauf, aber das hat just funktioniert, okay, ich strecke den Schalter und Blut geht um. Dann haben wir den Backnet, das ist ein System, den ganz viel benutzt wird für Lüftungsanlagen und so weiter. Die ist als Heizung und Lüftung im Campus wurden sowieso schon immer da kommuniziert und die Daten greifen wir auch da jeweils auf. Und was wir nicht tun, weil das eine Idee ist, dass auch Daten so von Agendan oder Raumreservierungen mal dran zu holen, dass wir wissen, hey, wenn ich weiß, dass mein Raum an 2 Stunden wird benutzt gehen, da kann ich die Heizung umdrehen automatisch. Das ist noch etwas, wo wir noch schaffen. Und eben noch manuell Input eben für die verschiedenen Daten, die kann so angehen. Weil all die Daten gibt es auch ein kleines Programm, das wir geschrieben nur für die Daten weiter zu senden und einen MQTT-Server, der das einfach eine Methode für über Internet oder über Reso kleine Datenpakete von einem System bei den anderen zu schicken. Dann haben wir eine Datenbank, die einfach alles speichert, was du auch könnt.
an wir ein paar Systeme, wo wir eben live die Daten benutzen, den Live-Dashboard, ein Energiemonitoring-System, wie gesagt, und eben als Live-Kontrolle von den Gebäuden, die bei uns Eisbär hecht. Voilà, das heißt, das sind so Dashboard, das ist eigentlich die letzten Werte, die angekommen sind. Und voilà, das heißt, das alles zu machen, hat mal damit angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen, wenn wir Daten von den verschiedenen Systemen kriegen, brauchen wir mal ein einheitliches System für ihnen umzugehen, für das sie Sachen kombinieren. Das heißt, wir haben dann für dich mal so eine NUM-Convention am Anfang gemacht. Das heißt, zum Beispiel, der NUM geht immer mit LoRa, wenn es über LoRa empfangen ist, oder Shelly, wenn es eben ein IoT-Gerät ist. Ich muss nach Smarty stehen, weil hier sind Smarty-Geräte. Voilà. Und dann schiefe Strich, den zweiten Teil, der das Gebäude, wo das hier kommt, der dritte, der das System ist, also das kann ein Raum sein, kann sein, das ein Heizungssystem oder das kann eben Photovoltaikanlage sein. Und dann den letzten Teil vom NUM, der das dann Wert aus der Zeit für ihren Messwert, also den Energiekontostand, also eine Leistung von einer PV-Anlage, also eine Temperatur, eine Luftfeuchtigkeit oder so. Das wird da geschickt und dann mit einem Wert eben, mit einem Zeitstempel, wie die Messung geholt ist. Hier gesehen, was ich selber kann noch gucken, okay, was sind gerade oder wann ich drauf klicken. Gesehen davon die letzten 20 Werte, die geschickt sind. Du gesehen schon mal drauf, ob der Wert angefroren ist oder ob es funktioniert. Ich kann mir da verschiedene auswählen, an der Zusammenweise lassen. Zum Beispiel, ich will PV-Anlagen, da sind die ja gut ausgewählt und da gesehen ich alles PV-Anlagen, die hier abgelöscht sind. Und da sehe ich zum Beispiel schon mal, produzieren sie alle gut oder nicht. Ja, das sei eng, du hast Leute besser der Futti, die nicht produziert. Dann habe ich zwei Anlagen, das sind die Gring und die Blau. Die haben eine Batterie, die speisen zum Beispiel Office nach an, wenn die Sonne schon hingegangen ist für die anderen und so weiter. Das heißt, allein da schon gesehen, ein bisschen, wie die verschiedenen Anlagen funktionieren und so weiter. Und habe gesagt, noch, da kommen noch verschiedene Werte, kommen von Shelly, andere kommen von Smarty und so weiter. Das heißt, da profitieren schon davon, dass man einfach aus den verschiedenen Datenquellen so auf ein System tun, für das kann man nicht vergleichen. Wie zum Beispiel in anderen Anwendungsfall, das eine Wärmepumpe, wo wir dann gucken, okay, wie ist Stromproduktion da, wie ist Temperatur und so weiter. Das ist natürlich wichtig, wenn die Einzelsysteme eben ein bisschen kombiniert, für dann da zusammen auszuwerten und zu weisen. Voilà, dann hier ist ein Energiemonitoring-System, wie gesagt, am Anfang manuell gefüllt gehen und dann eben über immer mehr automatisiert. Also da habe ich dann eben Stromverbrauch, Gasverbrauch und so weiter. Das sind die Einzelgebäude, die eben da sind. Plus, wenn wir neu abgeholt haben, das sind dann als Wasserpumpestationen vom Wasserwerk und ganz neu als Straßenbelichtung. Das ist auch möglich gehen, weil wir da angefangen haben, eben von Lineda Daten automatisch aufzuladen. Und das ist, da gehen teilweise kein Konto von uns, die sie verdrohen, mehr einfach über das Lineda-System kommen die Daten aber all da ran. Dann kann ich hier an alle Gebäudeinseln rangehen. Ich probiere ein bisschen sehr zu machen, ich merke, ich habe schon viel Zeit verbraucht. Weil du gehst von allen Kanten den Verlauf, wo ich auch rauszoomen kann und so weiter. Ich gesehen pro Monat die 3 letzten Jahre, wo ich kann gucken, sind wir mehr schlecht oder besser wie das letzte Jahr. Oder ich habe ein bisschen mehr Strom verbraucht zum Beispiel. Und dann gesehen ich eben den Verlauf vom ganzen Jahr, den immer bei allen Jahren auf Null geht. Wo ich gesehen habe, sind wir noch besser drin oder mehr schlecht wie die Jahre für drin zum Beispiel. Weil das ist das Monitoring-System, dann haben wir ein Eisbär, das ist wie gesagt ein SCADA-System, das ist komplett offenes System, wo wir können einfach Bilder analysieren, verknüpfen mit allmählich Sorten von Sensoren und das dann anweisen. Das wird bei uns so gefangen, wie gesagt, als Visualisierung vom KNX, vom Schulcampus. Ich gehe noch auf den Campus, weil da dann die einzelnen Gebäude, von nur wenn ich auf ein Gebäude klicken, zum Beispiel gehen wir auf die Wurzel drauf. Da gesehen ich schon, wo ich die Leute sind. Ich gesehen mit Präsenzmelder, wo ich Personen sind. Oder wenn du Mund hast, da gesehen ich halt Leute aus. Und das ist auch keine Bannen. Das möchte alles schon Sinn. Ich kann auch, wenn ich drauf klicken, kann ich auch die Helligkeit verstellen. Oder ich kann Trollode steuern. Oder ich kann mit einem Brandmeldeanlage zum Beispiel mit drauf programmiert. Du hast auch freier in alle Computer, den irgendwie ein System du hast. Lo gesehen wir Datei, wenn ich drauf klicke, kann ich einen Melder desaktivieren, wenn du gerade zum Beispiel zu mehr sind.
Voilà, oder was man nachher gemacht haben, neuerdings so noch als Alarmanlagen, die man am Gang sind, drauf zu machen. Das heißt, ich gesehen habe, ob Fenstern, auf jeden Fall die Fenster absehen, ich gesehen, ob Bewegungsmelder von der Alarmanlage etwas machen, und ich kann es auch von hier aus sogar scharf oder unscharf schalten. Und dann als kleines Beispiel hier noch, das heißt, du Gesangsbau, das ist ein mini kleines Gebäude, wo natürlich bis vor kurzem just Internet ging, mit einer Photovoltaikanlage drauf gesagt und mit einer Wärmepumpe angebaut. Und hier haben wir wirklich den Durchflusswert plus Temperatur von der Heizungsanlage, die wir dann über ein Backnetz abfangen. Dann haben wir die elektrische Leistung von der Wärmepumpe, die könnt über den Shelly-System. Dann haben wir hier Strombezug und Stromabgabe aus dem Netz, das könnt ihr was macht. Die haben wir wirklich die verschiedenen Daten kombiniert, sodass wir da wirklich ein gutes View über das ganze Gebäude haben. Voilà, ich gehe nur noch weiter. Wie gesagt, das Linear-System, das müssen wir sich drehen. Allgemein kann das einfach aufrufen und dann hört nicht. Und du gesagt, wirklich von all guten Dingen Konturen, die du hörst, kann ich da so ich will gerne von diesem oder vom letzten Jahr gucken. Da gesagt, wie viel Energie ich bezogen mit dem Gebäude, wie viel es mit mir gedeelt gehen, wenn in Energiekommunitäten hört, wie viel ich Strom verkauft von meiner PV-Anlage oder wie viel ich mit anderen Gebäuden gedeelt. Das System kann noch, also du hast sich noch viel mehr dran, viel mehr weiter kann gucken, Produktionen, Gas an Strom eben und eben Energieverteilgruppen, wo eben voilà, die Einzel, wo eben PV-Anlage kann kombinieren und dann mit Gruppen von Gebäuden, die direkt rundherum sind, die dann gratis die Energie davon kriegen oder wenn bis mir weiter das bezahlt eben 2,5 Cent Netzkosten. Dann haben wir als Smart-Straßenbelichtung. Du hatten wir von dem mit der Kreos geschwärzt, haben wir noch mit der Stadt Lützeburg geschwärzt, weil bei tun dann schon relativ viel verschiedene Systeme ausprobiert und wir wollen einfach etwas tun, was bewiesen ist, dass das nächste Mal funktioniert, dass es zuverlässig ist und am besten auch etwas, was wir dann nicht ganz allein, wo vielleicht auch andere sind, die da eins gehen und das ist in diesem Fall das Twilight, weil da wir dann eben die verschiedenen Straßen, zum Beispiel das, voilà. Weil ich auf die Straße klicken, da sehe ich alle Blut von der Straße. Ich kann es einstellen, dann wird genau aus, wie hell sie sind, wie viel Leistung und so weiter. Dann ich kann sie auf die Woche programmieren. Zum Beispiel kann ich dynamisch Dimming programmieren, dass ich kann so, weil wenn sie bei voller Helligkeit so lichten, dann ist es also bis 22 Uhr ist das auf 100%. Dünno dimmen ab 22 Uhr bis morgens 5, also 90% gedimmt, an Dünno geht es um 100%. Und in diesem Fall immer sogar noch Bewegungsmelderin, weil er den Triple wäre, den durch die Natur geht. Das heißt, war keine Bewegung aus bis 22 Uhr auf 30%, Dünno geht sie ganz aus, und dann morgens geht es um 30% dünn, aber wenn dann die Lärm geht, da geht sie mir hell. Das kann ich noch Netzwerke machen, das heißt, kann so, die dort Lut, die guckt, ob hier Noperen, das heißt, wenn ihr über die Weg könnt, dann ist nicht Blut geht nicht richtig dünn, wenn ihr Lernst geht, sie geht wirklich schon auf 4 Fall dünn. Voilà, dann der Sigcom, den kennen viel von euch. Der kriegt nur noch vom Jeff Connen eine Präsentation von Geoportal, das gesagt ganz ähnlich aus, und das liegt darunter, dass der Sigcom, also es ist eine Privatfirma, die das entwickeln, und die sich auf ein Modell an 3D vom Geoportal basieren. Der Unterschied ist, dass es noch viel Donne von euch selber da sind, natürlich als Wasserleitungen, an als Straßenluten und so weiter, die gehen da angewiesen. Ich kann da klicken und da sind Detailer dazu und so weiter. Ich gehe aber nicht allzu viel darauf an. Ein kleines kurzes Ding, jetzt weiß ich einfach noch, da so habe ich es aber nur selber entwickelt tun, da das sich den Geoportal kriegt er bestimmt auch noch gewesen, den nur dann ganz praktisch Schnittstellen, API, und natürlich du kannst selber auf die Daten zugreifen, da habe ich mal selber etwas gemerkt, du musst Daten von unserem LoRa-Netz, das ist von unseren Wasserkonteuren, auf der Karte angewiesen, die schon dieselben Satellitendaten wie am Geoportal sind. Und dann all die Punkte, die weisen wir auch pro Wasserkonteur an, wie gut ein Empfang ist. Also ich will nicht Verbrauchsdaten, weil das sind Privatdaten. Aber voilà, ich kann aber nur gesehen haben, wenn ich drauf gesehen habe, wie stark muss die Antenne senden, für das Empfangen geht. Und du gesehen schon die Farben, wo der Empfang gut ist, wo es schlecht ist, aber basierend auf dem, und ich gerade ein halb Dosen weitere Antennen reinleihen, die wir werden demnächst installieren, für einfach den Verbrauch
den Stromverbrauch von den Batterien zu schonen, indem es mal gucken, dass überall guten Empfang ist. Und voilà. Wenn die Streik kann, dann würde es möglich geht für Daten umzuweisen, die dann noch absolut mit einer Lokalität, mit Koordinaten zu dienen und die nicht auf ein Gebäude zusehen. Voilà, du da hätte ich den Tour gemacht, ein bisschen zu weisen, was Gemeinschafter alles mischt. Vielmals merci. Vielmals merci auch für den Anblick, weil ihr auch technisch aufberät ist an den Anblick an den Kulissen sozusagen. Weil du dann Herr Fließ auch leider nicht ganz bis zum Schluss kann bleiben, für mehrere so machen, dass man den konkret frohen hat zu diesen Präsentationen, dass die sie gerne kann stellen. Also frohen Publikum, gehen nicht frohen. Gerne über den Chat oder einfach melden an. Was wir irgendwo von eiser Seite, also wir hatten ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es auch darum geht, nur Decisionen zu holen, also politisch oder auch für die mit der Öffentlichkeit. Und an einem urbanistischen Kontext geht es dann schon spürbar positiv erfehlen oder gibt es Beispiele, wo es erst konkret geholfen wird für eine bessere Decision quasi daraus zu ziehen für ein Projekt oder so. So am urbanistischen Bereich effektiv sind wir am Gangen mit der Starkrennanalyse. Da kann den das hilft am visuell, wenn in den 3D-Modell hört, also wir haben dann nicht von unserer Gemeinde, wir haben die Brutdaten, dann haben die auch angepflegt und da gesagt, dann aber für ein bisschen mehr visuell, wo Probleme sind, aber nicht, dass so ein Beispiel, aber man natürlich die ganze Zeit machen, dass das als ein Energiemonitoring-System zu bewähren und auch Renovationen, Planen, echt dabei Gebäude, die vielleicht mehr Energie verbrauchen wie man, aber das ist ein ganzer Prozess, also da will sich nicht die Illusion machen, dass wir nicht mehr Decisionen zu Schütter holen, die von Daten getrieben sind. Das ist nicht der Fall. Wenn wir schaffen drin, wird das immer besser wird. Okay, merci. Der Jean-Claude wird noch eingefroren. Ja, und zwar, also das immens impressionierend, was ihr alles macht. Und so wie ich verstanden habe, hast du auch ganz vieles so schon mal lang auf ihrem Schreibtisch entstanden. Also, wo du gesagt hast, wo fand ich irgendwie eine Lesung, wie kann ich das mit nicht kombinieren, was geht das, was man das. Und beim letzten Beispiel, wo der von Twilight gesagt hat, wo du gesagt hast, okay, du hast mal für dich geguckt, wen hört das nach? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Und wie gut ist denn das System an, wo der dann anschließend für den entschied, wo ich mich gefragt habe, wie ist das eigentlich bei den anderen Sachen gewesen, weil rein theoretisch wird das für mich natürlich gehört, sich so hören, die sitzt lang auf ihrer Insel auf sich das Problem zu lösen. Und gleichzeitig ist ja auch immens viele andere Gemeinden rundherum, die wahrscheinlich ähnliche Probleme haben, mit ähnlichen Ideen, gerade sich rundherum klappen, an inwiefern du einfach Kooperationen noch gibt, für zu so, wie weit kann du nicht doch eine Lesung zur Summe finden? Auch wenn den das dann zwar pro Gemeinde dann nur für sich umsetzt, mit den Effekt zu gucken, was machen andere, was Systeme und die wir auch vielleicht zu vermeiden, dass nur 20 verschiedene Systeme am Prinzip rundherum gehen und dann aber nicht Sachen nicht mal zu vergleichen sind. Also es gibt ja im Prinzip auch immer flott, wenn man das weiter promoten könnte. Ich bin froh, wie das sich momentan Terra mischt. Ja, also tut bei uns angefangen, wie gesagt, mit dem Energiemonitoring, das war ein Teil von der Ausschreibung effektiv von dem Facility Management, und du warst eben den Provider, den der einfach, die gesagt hat, da ist als Lesung, das ist ein Schweizer Produkt, und den hat er installiert und das funktioniert gut. Just eben, wie gesagt, wir so, wir brauchen einen neuen Konter, und dann lädt hin, dass der dünn, oder wir so, du musst, also du hast keinen direkten Zugriff drauf, wir benutzen nicht, aber das ist die Firma, die das dann verwaltet. Der ganze Rest, ja, du lässt gerne, wie wir gesagt haben, wir brauchen mehr eine Visualisierung für unseren Schulcampus, für die KNX, alles davon. Also KNX, das ist die meist großen Gebäude, die an den letzten 15 Jahren gebaut sind.
100 wahrscheinlich, wenn doch noch andere Bussen, Lohnbus oder was auch immer, das kann ich genauso benutzen. Wie gesagt, also als Lesung, also schon sehr viel drin, ich hatte bei der International School of Luxemburg Schenker gesehen, für Jahren, und war dann als Facility Management, den zufällig dieselbe Lesung auch gut oder kann tut. Und du immer gesagt, dann kann ich installieren das. Und das ist wirklich, das ist ein Produkt von einer deutschen Firma, den du sich komplett open hast. Das heißt, du kannst, also es gibt immens viele Bibliotheken und Schnittstellen zu Systemen, wie vor allem so die Standardprotokolle beherrscht den alle gut. Natürlich, ich kann mich mit einem KNX-System verbinden und ich kann mich mit einer Tesla Powerwall verbinden und also viele Alarmanlagen und so weiter, Schnittstellen, die direkt programmiert sind, wo ich nicht mehr brauche ranzuzählen, oder Modbus, M-Bus, das sind so Protokolle, die es überall gibt an der Heizungstechnik, die können direkt miteinander kommunizieren. Das habe ich mir probiert, für die Standardprotokolle mal zu benutzen, und dann noch, eine Idee wäre mal, okay, wir machen nicht nur für Reis, mit die ist natürlich, dass andere auch können noch von der Expertise profitieren oder Programme auch vielleicht können drin benutzen. Das heißt, wir haben ja, Smarty-Konteure benutzt, das ist interessant für jeden als Lützeburg, kann nicht, das ist für jeden interessant. Wie gesagt, wenn ihr nichts tut, kann ich immer, wie gesagt, bei uns werden Shelly IoT-Sensoren holen. Also, immer wenn man ein neues System kreieren muss, den nicht an von den bestehenden Systemen rapasst, gucken wir einfach, dass es manchmal irgendwelche öffentlich zugängliche API, also Schnittstellen wird, wo ihr kann Daten raufziehen und dann also eben ein kleines Programm zu schreiben, für die Daten dann automatisch zu extrahieren und dann an das System ranzugehen. Das ist also immer, dass man, wie gesagt, Sachen holen, die verbrät sind, oder wo ich eben selber kann eben so Schnittstellen machen. Auch eine geschrieben, wie das der Personalaufwand für das System zu pflegen und aktuell zu halten. Also wie gesagt, den Facility Management, den wird ja sowieso gemacht. Und wir haben auch, wie gesagt, bei unserer Facility Management Firma haben wir sich die ganze Programmation von KNX machen gelassen. Sie kümmern sich auch um Brandmeldeanlagen, und über die Allvisualisierung war zu ersetzen, weil das nur ein Windows 7 PC war mit einem unstabilen Programm. Die Nummer gesagt, ja, Platz so den Nachfolger zu kaufen, investieren wir die Suen, für das eben dann also Facility Management das kann programmieren über die Schnittstelle vom Eisbär, sodass eben nur bei so Visualisierung drüber ist. Alarmanlage haben wir eng ersatz, wir hatten ein neues System, gewesen ein neues System, weil er auch so Standard-Schnittstellen, die ich kann benutzen, und du hast dann einfach die Link gemacht über Ethernet. Und voilà, und eben an der Visualisierung das gelöst. Das war auch das Facility Management, die das gemacht haben. Das war immer so im Kader von Projekten, weil wir kriegen eine neue Brandmeldeanlage, dann kauft man direkt Schnittstellen mit an Programmierung, für das ans Programmieren. Und dann alles, was IoT ist oder LoRaWAN, das also ich da selber das gemacht, respektiv an den letzten Jahren, das hat viel mehr einfach gehen, weil ich brauche wenn ich ein Datenblatt hat, wo drauf erklärt, dass wir jetzt ungefähr funktionieren soll, das mit einer AI, wo die ganze kleine Programm, die einfach, weil er Daten sich auflädt und die dann an ein bestimmtes Format weiterschickt. Das heißt, den Deal, die mir effektiv selber machen oder vielleicht auch ein bisschen wie gebastelt, teilweise ist, das sind wahrscheinlich schon lange, die nicht gemacht wird. Und alles, was so mit Großsachen sind wie KNX-Visualisierung oder Brandmeldeanlagen, das war eben Facility Management. Am Kader für Projekte habe ich neu zentral dann programmiert, dann schreibt das die direkt so steuerbar aus. Vielmals merci. Am Blick auf our Zeit gäbe ich aber dem Herr Kondenpurt übergehen. Falls du nur noch vorgehen oder nur an der Zwischenzeit, könnt ihr natürlich auch gerne über den Chat schreiben. An so ist auch bestimmt erst bei der Gemeinde Chatter direkt melden. Ja, also ihr könnt also immer kontaktieren von der Fällig Ideen oder Fragen, ganz gerne. Merci. Gut, dann schätzen wir, was über die Geoportale, was möglich geht vom Geoportal, sie für die Gemengen, lo an Zukunft. Wir sind zu zwei, mein Kollegin Daniel ist auch connectiert, und wir werden als Officelen an dieser Präsentation. Ich mache den Anfang. Ich muss um 5 Uhr fort, das heißt schon, die werden aber dann an den Schluss mehr im Detail von Daniel erklärt kriegen, weil wir haben einen kleinen Handicap an der Zeit gekriegt.
Voilà. De Geoportal, ich meine, ich muss nicht groß erklären, was das ist. Ich will just Slide, wo ich eine Definition hier holen, weil wir es normalerweise benutzen. Was das der Geoportal? Die Geoportal ist eine Plattform für geografische Studien zu teilen, die geht von uns, von dem Kadaster geriert, mir sie enthält und die Daten von allen öffentlichen Akteuren auf nationalem Niveau. De Geoportal sind sich so organisiert, dass den aufgebaut ist als Dreieck. Alles dreht sich rund um Informationskuschen oder Layeren, an die sind und sich beschrieben an einem Metadatenkatalog. Das heißt, all Kusch jetzt ugelöscht geht für dich beschrieben, und dann wird sie dann freigeschaltet, und da kann ich sie einerseits hier auf dem Site, den der Jolo schon auf den Slide von der Gemeinde auch schon gesehen hat, gucken. Es kann Ihnen einfach die Daten raufladen als Open Data oder sie integrieren über Schnittstellen, wie auch schon gewisse gehen als gerade auf verschiedene Art und Weisen benutzen, entweder an einem Programm wie Cookies, ArcGIS oder aber auch auf einer Website, wie man das am Beispiel von den LoRaWAN Sendere gesehen hat. Was von den am normalen Geoportal, was für Gemengen interessant ist, wenn du einen kleinen Überblick gemacht von denen Funktionalitäten, die für den Grand Public da sind, aber auch für die Gemenge ganz interessant sind. Also geht Daniel Lohenkammer durch die verschiedenen Layeren, die können, nee, pardon, ich habe durchgegeben. Okay. Nee, Daniel, was du? Ja. Voilà, und das sind die, pardon. Ja, das Sharing geht noch nicht. Stoppen. Okay, sollte funktionieren. Voilà, wir machen eine Tour durch den Geoportal und gucken uns an, was du alles findest am Kartenportal. Also erstmal, den Geoportal ist vollständig übersetzt auf 4 Sprachen. Das heißt, ihr könnt noch Lützeburg, Deutsch, Französisch oder Englisch abrufen und für die Sprache zu wechseln. Das könnt ihr jetzt am Eck machen. Du daneben ist ein Ikon, wo ihr könnt anloggen mit eurem Konto. Du schwarz mal ein bisschen spät noch drüber, was du für Möglichkeiten geben. Und du drinnen fanden wir Hintergrundkarten, die wir können aktivieren. Du gehst mal kurz dadurch, für du uns einen Überblick zu verschaffen. Also ich angefangen habe mit der Strassenkarte. Das ist eine Vektorteilskarte, die allwoch aktualisiert wird. Das heißt, wenn du Straßen beikommen, Sachen ändern, da gehen die auch an unsere Karten aktualisiert. Und da haben wir eben Details halt zu den Straßen, mit den Straßen nehmen, aber auch die Bebauung mit dran, Wasserflächen und Vegetation. Für mehr Details könnt ihr die topografische Karte abrufen. Da haben wir bei den Straßen noch eine Innerdelung der Farben, je nachdem, wie ein Typ von Straße es sich handelt. Wir haben höchste Linien mit an den Karten, wir sehen Tiefspannungsleitungen, wir haben mehr Details, was die Vegetation angeht. Natürlich fanden wir hier auch an der Karte, wo wir minor zoomen, die Straßen nehmen. Und wir haben noch neben von öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel hier in der Stadt, sehen wir die Palais, Gemeinden, die hier eben angewiesen sind. Auch die topografische Karte wird einmal an der Woche aktualisiert. Wenn du Sachen ändern, dann können wir die zu einem Moment anpassen. Und bei der Karte gibt es auch eine Schwarz-Weiß-Version, die ihr könnt abrufen, vor allem wenn der Layer affichiert, die mehr farbig sind, mehr Kontinu haben, dann möchte es Sinn, für du erst eine Schwarz-Weiß-Karte drin zu legen als Hintergrund. Dann den nächsten Hintergrund, den wir uns angucken, das sind Luftbilder. Du hast mir als Kadaster die Mission, für ein Luftbild erstellen zu lassen, all Jahr. Du hast hier ein Luftbild mit einer Ablesung von 10 cm. Am Beispiel hier seht ihr ein Wanderluftbild. Du hat man für 2024, wo man kein Sommerluftbild konnte fliegen lassen, wir eine Wanderaufnahme, die dann Anfang 25 geflogen ist. Für 25 könnt ihr aber auch wie gewinnt ein Sommerluftbild, da könnt
oprufen. Die könnt natürlich den Historik gucken gehen von den Luftbilder. Da haben wir am Anfang Seite 2016, wo wir all Jahr ein Luftbild pflegen. Da wiederum zwischen 2001 und 2016 haben wir all 3 Jahre ein Luftbild. Und dann fand ich auch noch ein Allorte-Foto von 67, die immer ganz interessant ist, für abzurufen, für da, Sachen zu vergleichen. Beim Luftbild, da gibt es auch die Hybridkarte, wo man am Anfang Straßen nimm noch mit drauf haben, dass die sich die Bause besser rümpfen. Da gibt es noch einen weißen Hintergrund, und man Leute zu mir so, weil sie Sachen haben, wo ich einfach gut keinen Hintergrund will, da kann ich natürlich dann auch einfach einen weißen Hintergrund auswählen. Da gucken wir uns an, was denn du alles kann drauflegen auf die Karten. Am Geoportal haben wir aktuell 15 öffentliche Themen, die ich kann abrufen. Und an diesen Themen befinden sich 1000 Layer. Ja, für die rumzufinden, die sind erdeelt eben an den verschiedenen Themen. Wenn ihr ein Thema sich anguckt, wie zum Beispiel die Grand Public, den wir heute abgeklappt haben, dann ist den erdeelt an Subgruppen, und an den Subgruppen finden dann die Layer, die kann aktivieren. Immer einen kurzen Überblick über als Themen, kann man kurz durchgehen. Thema Grand Public mit allgemeinen Informationen zum Kadaster, aber auch zu Infrastruktur und ja, Transport halt zu Lützeburg. Ein Thema für den Tourismus mit der Wanderwehr, ein Thema Umwelt, ein Thema Wasser, da gibt es ein Thema mit den PAG dran, Thema zu der Landwirtschaft, Thema Lenos, wo die Kriterien für Zertifizierung dran sind. Ein Thema zu der Landesplanung. Da gibt es ein Thema, wo GSM-Antennen dran sind. Dann ein neues Thema Schule, wo am Anfang der Kontinu dran ist, den am Geografieskurs benutzt wird, für Exercice zu machen. Ein Thema Stadttag, ein Thema Logement mit den Logementspreisstatistiken dran. Ein Thema Energie. Dann haben wir den Layer vom Naturpark Ur bei uns am Geoportal an. Es gibt noch ein Thema Geoscience. Für einen Überblick zu haben, wir für ein paar Jahre eine Gruppe beigesagt am Thema Grand Public, wo wir am Anfang alle die Layer rausgewählt und die viel abgerufen haben, uns denke Statistiken angeguckt, was konsultieren die Leute da draußen, und die haben wir alle auf einen Platz gesagt, das ist von der Sache wie Adressen, Gemengen, der Kadasterplan, Lehren zum Aménagement, dann aber auch zum Transport, Zonen protégé und die Verschwemmungszonen, natürlich das hat den da alles auf E-Blick. Und wenn ihr will gesehen, was rezent neu beikommen am Geoportal, da ist nicht immer so einfach, den Überblick zu halten bei 1000 Layer. Da haben wir heute den Gruppe mit den Couche Récente beigesagt, wo wir dann immer, wenn wir neue Sachen publizieren, die du an die Gruppe setzen, dass ihn das dann eben auch auf den ersten Blick kann gesehen. Dann guck mal ein bisschen durch die Hauptthemen. Du hast immer die Hauptlayer ausgewählt, die viel konsultiert gehen. Heute zum Beispiel am Thema Grand Public, wo wir den Kadasterplan dran haben, den das sicher alle gut kennt, mit den Gebäuden, mit den Parzellen. Wenn wir auf eine Parzelle klicken, dann haben wir hier Details dazu. Wir können noch den Historik gucken gehen zu der Parzelle, ob der in den letzten Jahren hier Nummer gewechselt wird. Respektiv kann ich hier über DW auch direkt ein Extra bestellen. Dann entweder so, der hat bestimmt schon Situationen, dass der Kadasterplan abhat und dann probiert doch das Foto abzumachen. Da könnt ihr eine Meldung, dass die zwei Sachen nicht kompatibel sind, dass ich die nicht zusammen kann aufweisen. Das liegt darunter, dass sie wohl den Kadasterplan nicht 100% genau ist, wie auch das Luftbild, an dem die zwei Informationen nicht kann zusammen interpretieren, natürlich kann ich nicht übernehmen und da genau so, du hast Grenz, das sind schon Sachen, Grenze von Parzellen, die müssen von Geometern bestimmt gehen.
dafür als enke desideiert gin, dass die zwei Sachen net können zu summen affichéiert gin. Oder gi net Mkeet fir dat natürlich ze goen en hat anderem wann der en Kontut am Geoportei an de schafft fir en Gemeng oder fir de Staat, da könnt ihr am Geoportei professionell respektiv Kommundeel allogen und da könnt ihr die Sachen awer ze summen affichéieren natürlich immer am Hannerkopf behalen, da sind du kein Schluss kann draus zeien an dat schon soll am Detail analyseieren. Da fand er am Grand Publik ein Leier mat den Grenzen von den Gemengen an den Kantonen. Du mache ich Leute noch beigesagt, für ein kurz Appell zu machen, tischt den Grenze von der Gemenge respektiv die Grenzen von den Kadastergemenge, weil die zwei Sachen das nicht erzählwischt. Gemengen du haut stars eben 100 Gemengen an der Kadasterplan, die basiert auf den Kadastergemengen. Du hast den Stand von Anfang 1900, wo wir 130 Gemengen hatten. Das heißt, da haben wir eine unterschiedliche Anteilung. Dann haben wir Leier mit den Adressen. Du geht die nationale Adressdatenbank bei uns im Kadaster geriert. Das heißt, wenn ein Gemeng eine neue Adresse erstellt, da wird das bei uns mit gedeelt und dann könnt das an die nationale Datenbank mit dran. Du kannst natürlich auf eine Adresse klicken und dann kriegst du den Detail dazu zugewiesen. Voilà, wann alles geklappt hat, gesit mein Schirm schon da genau 6 Minuten und gucke wie weit ich komme. Da kann Daniel überholen. Von den wichtigsten Themen für allem am Gemengebereich vom Geoportei 100 ist der PRG. Die können sich sicherlich alle gut erinnern, dass das für enger Dose Jahre nach so war, dass das extrem schwierig war, um die Informationen zu kommen für den Grand Publik. Wir müssen nicht Gemeinde uns den Plan weisen lassen, hoffen, dass dann in Zeit hat, um den zu erklären und so weiter und dafür und sich für uns 10 Jahre die Initiative gestartet gehen vom Innenministerium für uns sich die Geometrie von den lassen. Den Screenshot das nicht ganz aktuell, sind da Mengen nach 2 beikommen, seitdem wir hun am System von den PRG mittlerweile 90 Gemengen. Die 10 die Fehler kommentieren ich nicht, das kann man gerne erkennen. Das ist so, dass den PRGs Plan mit all seinen Kuschen dann einfach kann visualisiert genau im Zentrum von Dickrich mit den verschiedenen Aufhebungen an so und superposieren mit der Dokument das nicht ganz einfach zu interpretieren an auch was hecht lo für de Bierger was kann du bauen aber nicht das steht hier sich an den einzelnen Texten an dafür haben wir demals dann ein System gebaut zusammen am Minister Atlanta für ein Portal können zu klicken, seine E-Mail-Adresse umzugehen und dann dauert es 2-3 Minuten, da kriegt ein Rapport geschickt für die Gemeng, für die Partei, die er geklickt hat. Ich kriege dann angewiesen, wie ein Partei das war, die er geklickt hat, und da kriegt er nun sich für alle Zonen, die eine Überschneidung mit der Partei hat, ein kleines Screenshot, wo die Partei sich an der Zone befindet, an den Text, den zu der Zone gehört. CF-Datei Tab 1, die gewiesen geht, oder wo Sektor protégé d'intérêt communal an PHP und so weiter, alles was dazu gehört. Da das neben den typischen Kadasterleieren die meist konsultiert Kuschum Geoportei, ich meine noch die am meisten Vereinfachung bräuchte für die Bürger, für die Architekten und auch für die Gemenge selber, weil die Gemenge selber benutzen den UT auch ganz oft für ihr eigene PRG können zu verstehen. Dann haben wir Informationen, die aus landesplanerischer Sicht natürlich auch eine Influenz haben auf die Gemengen, und sind das Plandirektor sektoriell. In diesem Fall sind sie hier angewiesen, das sind die Plan sektoriell aus dem Transport, aber auch aus Logement, so artisanal an Paysage.
Ein Thema, was auch ganz interessant ist für die Bürger dabaußen noch, den sich vielleicht mit der Gemenge an Verbindung setzt, das die Solarkadastre, wo sich von der Klimaagenz die Möglichkeit operiert gehen als für alle Inselgebäude zu gesehen, wie ab das für Panoen drauf zu lehnen, und da gibt dann noch den Simulator, wo ihn dann op Gebäude klicken an sich am Detail ausrechnen lose kann, wie rentabel das du Panoen drauf zu setzen. Da das der Knöpfchen längs, der große blaue Knöpfchen, wenn du drauf klickt, kann den aber sieht von der Klimaagenz vorhin dann so eine Simulation kann durchführen. Den aller Historie so beschrieben über Metadaten, da wäre mein nächstes Slide. Hier kommt man eigentlich auf den Trick, die Metadaten, die in Layer beschreiben, finden und sich hier hat dem I-Knöpfchen den für und all Kusch ugewiesen geht, sodass ich kann auch Informationen zu enger Kusch fannen, respektiv dann auch gesehen, wen zuständig ist für die Kusch. Und da weiß ich ein bisschen die Funktionalitäten, Daniel kann das dann überholen, was Gemengen, respektive auch der Staat Spezifisches am Geoportal fand, was den Bürger dabei sind, nicht zu gesichert. Und dann könnt ihr noch einen kleinen Teil über 3D an erfassen, den dann auch Daniel wird überholen, weil ich leider muss fort. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und bis demnächst. Merci. Na, wir gucken Lohai ran, wenn der Lo beim Staat respektiv bei den Gemengen schafft und du ein Geoportais kommt, dann kann er bei uns aufrufen für Access zu kriegen, entweder auf den prof.geoportal.lu respektiv auf den commun.geoportal.lu. Gucken also halt Beispiel an vom Kommunthema, die sieht das hier im MOV durchgestaltet. Und da haben wir verschiedene zusätzliche Layer, die man sich kann angucken. Haben wir schon Screenshot ein Beispiel von den Parcelles des Instances publiques, das ist den da für die Gemeinde, für die ihn schafft, den Abblick eben ob die Parzellen, und da kann ich gucken, welche Parzellen dem Staat respektive der Gemeinde oder einem Fonds gehören. Wir können mehr noch ranzoomen. Hier sehen wir das Beispiel von unserem Gebäude vom Kadaster, wenn wir normal am Geoportal angeloggt sind, da kann man bis auf einen Zoom von 750. Und wenn wir am Thema professionell respektive Kommunen angeloggt sind, da kommen wir bis auf einen Zoom von 1 zu 200. Hier haben wir ein Beispiel von den Parcelles des Instances publiques, wo wir gerade schon gesehen hatten. Und dann haben wir da eben noch die Möglichkeit für den Kadasterplan und Luftbild zu zoomen, anzuweisen. Am Lobank Parzell klicken und die hat Access auf Publicité foncière. Da könnt ihr auch über diese Weg direkt Publicité foncière abmachen, über den Knöpfchen hier auf der Seite. Und da könnt ihr da eben direkt gucken, Beispiel von unserem allen Kadastergebäude, wo ihr dann direkt Informationen gucken können, wen du der Proprietär ist, was du für Mesurage gehen. Dann haben wir weiter beim Thema Kadasterplan ein Layer, wo ich kann den Stand vom Kadasterplan zu einem bestimmten Moment gucken. Das ist den Plan kadastral mit dem Selekteur de Date. Das heißt, ihr könnt ein Datum angehen und da könnt ihr gucken, wie der Kadasterplan zu dem Zeitpunkt ausgesehen wird. Der Zahlwisch geht auch einmal so ein Curseur temporal. Da ist natürlich mich schwierig, wieder an den richtigen Moment zu gucken. Das ist da gut von der Graph einkehr will gucken, wie sich das entwickelt wird. Aber wenn ihr einen präzisen Datum hat, dann ist es besser für den anderen Layer auszuwählen. Dann wechseln wir ein bisschen Thema an. Wir gucken, ob unseren neuen 3D-Viewer, den aus den 1. Dezember offiziell vorgestellt gehen. Wir haben auch schon einen 3D-Bereich am Geoportal, den hat aber einfach ein bisschen anders funktioniert. Und dafür haben wir dezidiert für einen neuen UT da an den Ersatz zu holen. Und vielleicht sehen wir ein Beispiel von der 3D-View von der Stadt, wo man sehen, wir das Gebäude mit dran, wir verschiedene Brücken, die mehr im Detail ausmodelliert werden.
Wenn wir auf ein Gebäude klicken, dann haben wir auch die Informationen dazu, die wir uns können aufweisen lassen, das auch en vue vom zukünftigen RNBL, wo wir da können eben eine Verlinkung dazu erstellen. Wir sehen hier die verschiedenen Utien, die ich kann auswählen. Auf der linken Seite haben wir den Katalog mit den Layer, das sind am Anfang Layer, wie wir es auch aus dem Geoportal kennen, die wir auch können hier am 3D-Bereich mit aufweisen lassen. Wir haben ein paar Beispiele auf den nächsten Sliden. Hier zum Beispiel, wo wir den öffentlichen Transport mit angewiesen haben, dazu sind wir mit 3D-Gebäude, 3D-Beam, die wir aufweisen. Und dann haben wir hier ein Beispiel, wo wir ein Video gemacht haben. Am UT selber kann ich eben auch Videos erstellen. Du kannst klicken, wie ihn will durch die Landschaft sich bewegen, und dann kann ich da eben ein Video dazu erstellen lassen, wie ihn da über die Stadt flieht, sozusagen. Dann haben wir hier ein Beispiel, wenn wir am Geoportal sind, können wir jetzt auf die Knöpfchen 3D klicken, für rüber zu kommen an den 3D-Viewer. Da können wir dann navigieren, dass wir Gebäude eben von der Seite können gucken, und wir können natürlich dann auch den Kontinu, wie man aus dem 2D-Geoportal kennen, heute zum Beispiel den PRG-Matei ändert als 3D-Gebäude lehen, für zusätzliche Informationen zu kriegen. Dann können wir am neuen UT auch Gebäude zeichnen. Natürlich, wir können also Kosten dran zeichnen, für Gebäude zu simulieren. Respektiv können wir Projekte importieren, für so dran zu setzen, für zu gucken, wie das ausgesehen. Ich habe ein paar Beispiele dazu. Da können wir auch den Schild simulieren. Bei der Simulation vom Schild können wir eine Auerzeit respektive einen Tag auswählen, dass das dann eben noch realistisch angewiesen wird. Da haben wir so ein Beispiel von der Simulation von den Schilden. Da können wir auch gucken, hier eine Vue, das heißt, wir können uns auf den Punkt stellen, und da können wir gucken an eine Richtung, und da sehen wir, ob wir da eben hingesehen von dem Punkt aus, wo wir stehen. Natürlich auch da können wir verschiedene Simulationen machen. Da können wir auch messen. An dem UT haben wir das Beispiel, wo wir den Spitzteil vom Spurkästurm gemessen haben. Das heißt, auch die Details kann ich da all noch messen gehen. Dann zusammen mit dem 3D-UT haben wir auch unseren 3D-Print-Export überschafft letztes Jahr. Und da gibt es eine neue Version mit mehr Parametern, die du kann auswählen kann, die zur Verfügung steht, und die auch abhängig von der Echelle Details angeht, was den eben an der Echelle kann alles mit printen lassen. Und voilà, du gibt es auch eine ganze Dokumentation dazu, ein Video dazu, wie du am besten die richtigen Parameter auswählt, für dann einen schönen Maquette printen zu lassen. Ich habe mal ein Beispiel von einer Maquette, die wir bei uns rausgeprintet haben. Das ist auch eine Möglichkeit, für eine Schrift drauf zu setzen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir eben Milch mit dabei gesagt haben. Das kann ich also alles personalisieren. Dann wollte man aber wieder zu den Webservicen suchen, wenn ihr wollt, den Kontinu vom Geoportal an anderen Programmen benutzen. Dann habt ihr die Möglichkeit, für das über WMS, also Webmap Services, respektive über OGC API Features zu machen. Da haben wir das erste Beispiel vom WMS. Da gibt es ein WMS, den am Anfang die ganz öffentliche Layer vom Geoportal enthält, genauso wie das aus dem Geoportal kennt, von der Abteilung hier.
Voilà, du si wir hier eng Oplöchtung besser gehen halt weiter auf der nächste Slide, wo wir da gucken, wenn wir den WMSlo am Kugis abbannen, dann können wir do halt zum Beispiel Luftbilder, da fand er alle guten Hai an einem Fichier, wie das sie auch eben aus dem Geoportal kennt. Das heißt, könnt du alles aufweisen lassen. Genau, hier noch ein Screenshot von der Abonnung. An die zweite Möglichkeit, das über unseren Features-Service, den wir lo anlässt Jahr an Betrieb geholt. Du fand auch einen ganz großen Teil von den öffentlichen Geoportal-Layer, die da könnt du hin sicher gehen, und noch du die Möglichkeit für das Ganze an den GIS-Programm anzubannen. Da hängt auf dich den Überblick über unseren Katalog, wo dort Layeren könnt sicher gehen und dann könnt gucken, ob die eben als WMS respektiv als OGC API Features zur Verfügung stehen. Und dann könnt ihr hier auf die Seite gehen von unserem Feature-Service und dann könnt ihr da eben den Datensatz raufladen. Hier haben wir das Beispiel, wo wir Gemengegrenzen herangeladen haben am QGIS eben als Features. Das heißt, ihr könnt da noch die Daten manipulieren und benutzen für eher Projekte, die alle guten Attribute mit dabei, weil wir sie eben auch am Geoportal mit dran haben. Als zukünftig Projekt schaffen wir gerade an einem Plugin für Geoportal Layer für den ArcGIS, also ArcGIS Pro, respektive für den QGIS, wo wir eben eine kleine Applikation machen, über die Layer könnt an den zwei Programmen über direktem Weg abrufen. Und du kannst dann noch zum Beispiel eine Selektion mit Favorites speichern, mit Layer, die da eben viel abruft, sodass er das mehr einfach alles rumfand. Dann haben wir hier noch die Informationen, wir gehen Kuren auch zum Geoportal, da INAP, da haben wir für 2026 3 präsentiell respektiv 3 Webinarformationen, wenn der do weiter Interesse dran hat, für Geoportalskenntnisse zu vertiefen, da könnt ihr euch da auch gerne melden. Voilà, das wäre von meiner Seite. Habt ihr noch Fragen dazu? Vielmals merci auf alle Fälle für diesen Abblick auch. Also ich meine, da waren sicherlich auch viele Sachen dabei, die für uns ganz neu waren und auf alle Fälle mal gut einen Abblick zu kriegen. Und auch zu wissen, dass du sich ganz viel noch entwickelt, und du im Laufenden zu bleiben. Aber ja, wenn dir noch so direkt ein Rückfrage hat, dann gerne. Vielen Dank. Ja. Der hat gesagt, dass ich 3D-Modelle an den Geoportal importieren. Kann ich das selber machen oder muss ich ihn erst schicken oder wie geht das? Ja, das kann ich am 3D-Viewer machen, also die kann ich da über ranziehen, ja. Absolut, okay. Sind noch meine Fragen? Sonst gebe ich noch einen kurzen Ausblick gehen auf die nächste CIPO-Veranstaltung. Anders wollte noch die Info gehen, dass auch logisch noch ein CIPO-Blogartikel wird erscheinen. Ich werde auch den Twinfold Resilience Project, den wir am 1.4. hören, du werdet ihr dann auch noch am Laufenden bleiben. Und als nächste CIPO-Kolloq-Veranstaltung findet den 12. März um 16 Uhr statt. Auf Deutsch zum Thema Digitalstadtentwicklung und Möglichkeiten von der Partizipation. Also da geht es um wie digitale Instrumente
Bürgerbeteiligung können unterstützen an auch was konkrete Mehrwert an der Stadtentwicklung sind, am Beispiel von der Stadt Ulm. Das Projekt heißt Smartes Grün für mehr Natur in der Stadt. Und genau, da freuen wir uns dann auch, ihr Schirm zu gewinnen. Vielmals merci.